Struma, das ist eine Schilddrüsenvergrößerung. Häufigste Ursache Jodmangel, kann auch thyroidale Ursachen diese Struma verursachen. Dazu gehören Autoimmunerkrankungen, Hashimoto-Thyreoiditis, Basedov oder Schilddrüsenkarzinom oder Thyroiditis oder medikamenteninduzierte Ursachen, Lithium oder Thyrostatika-Gabe. So als Klassifikation kann man sagen, anhand der Schilddrüsenfunktion, so es gibt Euthyroid, Struma, Hyperthyroid und Hypothyroid. Hypothyroid und Hyperthyroid. Ja, als Symptome kann man sagen, das ist so meistens asymptomatisch, kann man so nur zervikales Enggefühl, Globusgefühl im Verlauf so merken. Das ist sichtbar ab ca. 40 Milliliter und nach WHO, es gibt eine Einteilung. Grad 0, das bedeutet nur sonografisch kann man Struma merken. Grad 1, Unterteil von A und B. A bedeutet so tastbar bei Reklination des Kopfes, nicht sichtbar. Tastbar, B bedeutet tastbar bei Reklination des Kopfes, sichtbar. Zweiter Grad bedeutet so sichtbar, auch ohne Reklination des Kopfes. Dritter Grad bedeutet so lokale Komplikationen, Behinderung von Atmung. Dann als Diagnostik. Als Diagnostik, wir sollen so immer im Serum Schilddrüsenhormone gucken. Wenn TSH erniedrigt, das bedeutet, kann man denken, das ist Zeichen von Hyperthyreose und kann das auch von Basedov-Erkrankung sein, das bedeutet TSH-Rezeptor-Antikörper sollen wir gucken, wenn TSH so erhöht, das bedeutet das Zeichen von Hypothyreose, kann zusätzlich Hashimoto-Thyreoiditis sein, wir sollen so die Thyroid-Peroxidase-Antikörper, Thyroglobulin-Antikörper gucken. So als Tumorverdacht kann man Calcitonin, Thyroglobulin-Werte gucken, sonografisch soll immer man auch gucken, Raumforderung kann sein, Knoten kann sein, so zintigraphisch, so, wenn hohe Anreicherungen, kann man denken, das warmer Knoten, wenn keine Anreicherungen, das bedeutet kalter Knoten. So als Therapie bei Erythroid oder Struma ohne Knoten kann man so Jodid-Therapie machen, Jodid-Monotherapie bei Kindern, Jodid- und Levotraxin-Kombinationstherapie bei Erwachsenen. Und so gibt es auch Radiojodid-Therapie bei großen benignen Strumen kann man machen, operatives Verfahren bei retrosternale Struma, bei Malignitätsverdacht und bei retrosternal Struma, Malignitätsverdacht und bei Kompressionssymptomen kann man operatives Verfahren machen.